Goedemorgen. Ik begrüße jullie vandaag morgens in de naam van ons Herrn Jezus Christus. De noemen, de laatste noemen is wat ons op je gegeven worden is. Den wir die Fähigkeit haben, bekannt zu merken über die ganze Welt. Das ist eine gute Fähigkeit, dass wir das haben als Christen. Mir freut von das morgens, dass ich die Fähigkeit habe, die erste Botschaft hier nie in Jahr zu bringen. So, das ist wirklich eine Fähigkeit, dort zu haben. So, mir freut das. Ich will von das morgens reden von ein bisschen von Plan, den wir sagten dann. Ich habe den Thema gewählt, Plan für das neue Jahr. Diese Zeit im Jahr hat einer viele Menschen, die haben ein Ziel, was sie erreichen wollen, bei das ein Jahr. Ich glaube, es ist gut, dass wir vielleicht einen Plan sagen und nicht bloß im neuen Jahr, aber jeden Tag, so wie wenn wir abstehen, wir haben die Gelegenheit zu planen, was wir in den Tag wollen erreichen. Und aber manchmal passiert das im neuen Jahr besonders. Dann sind sie mit einem Jahr gekommen und dann denken sie, das Jahr will ich ein Ziel haben, will ich ein frisches Ziel merken. Und dann planen sie oftmals verschiedene Dinge. Und ich glaube, das ist gut, besonders wenn wir als Gemeinde vielleicht auch einen Plan sagen, dass wir uns eingehen, taub als Familie, als Gottes Kinder, dass wir denselben Plan haben. Dass wir kein Taub schaffen als Gemeinde, um gestärkt zu werden und taub kann denselben Ziel erreichen. Jeder Tag durch das Jahr, was wir nachkommen, wo wir sind. Wir sind 6 Jahre in das neue Jahr bin. Und das ist am Anfang im Jahr. So, wir haben vielleicht auch verschiedene Dinge, was wir geplant haben, was wir wollen tun das Jahr, was wir vielleicht anders wollen, als wir 4 Jahre getan haben, oder was immer das ist. Vielleicht haben wir verschiedene Pläne, wo wir gebunden sind, wo wir hier wollen los von sind, und wir denken so, das Jahr, nu will ich doch mal mit Gott seine Hilfe sein, dass ich das kann, in sie leihen. So, was immer das ist, was immer je Plan tun, jeder einer wird weiß, was das ist, aber ich habe ausgefangen, bloß das ganz Wichtigste ist, dass wir Gott mit annehmen tun in uns Plan. Wenn wir Dinge planen, was Gott gefallen tun, besonders, dann müssen wir brauchen an seine Hilfe, das wieder zu tun, dass wir das vollführen wollen. Als wir in unsere eine Kraft, ich kann das gleich, wir müssen das oftmals erfahren, dass wir erholend haben, Prof Dinge zu tun in uns Leben, in unsere eine Kraft, und dann wollen wir an, ich habe das nicht tun. Und dann brauchen wir brauchen Gott, besonders wenn wir wollen in nur seinen Gefallen nur leben, wir brauchen an in seine Kraft. Anders dann wollen wir das nicht vollführen, was wir planen. So, was immer, ich weiß nicht, wo ihr seid, jeder einer hat seine eine Plan vielleicht und seine eine Plans, was zu sagen tun, aber mein Wunsch und Gebet ist, dass wir alle wollen, nur Gott kommen, und Anbeter kennenlernen und bekannt machen über die ganze Welt. Wo immer wir gelernt haben, seinen höheren Namen, seinen großen Namen bekannt zu geben. Manche Menschen, manche Völker. Und wenn erst das das ganz erste, Nummer 1, ist das wichtig, dass wir Gott in dem Plan mit annehmen tun. Das ist das ganz Nötigste und das Wichtigste in uns Plan. Ich will sagen, dass wir in unserer eine Kraft, wir wollen das nicht kennen. Wir sind Menschen, wir haben nicht die Kraft, die uns fehlt, das tun. Ich weiß noch, in der Vergangenheit, Jahren, dreimal, wie gebunden an Tabak und Schmecken, und mir wieder einmal erfahren, als so grauslich ein Ekel. Das Schmecken. Und ich will da losfahren, ich will abhören mit dort, und ich kann das nicht. Ich probiere und fertig wieder am nächsten Jahr, und dann kriege ich so auch, am nächsten Jahr, dann dachte ich, hier wieder war eine frische Gelegenheit. Nu würde ich wieder proben, und ich probiert. Dann einmal dann werde ich ein paar Wochen, oder einmal sogar ein paar Monate, wo ich frei wieder von Schmecken, aber dann falle ich wieder an. Und das wird mir so ein Ekel, so ein Elend. Bitte ich einmal, ich dachte, ich kann das bloß gleich. Und dann mache ich mir die Entscheidung, ich muss mit Gott seine Hilfe. Ich übergebe Gott und ich sage, ich kann das bloß nicht. Gott, mir fehlt das an die. Ich will frei werden von das los und mir fehlt das an deine Kraft. Und dann sagte ich, wirklich so mein Dad, ich kann frei werden von dort. So, und ich habe all viele Jahre, was ich frei sein gewesen von dort. Und du weißt, ist das so, dass es so nötig ist, dass wir Gott seine Hilfe brauchen. Heute kann uns, wenn wir anrufen, ankreuen und helfen, er ist will uns frei zu sein, von was immer das los ist, wo wir gebunden sind. Das braucht nicht bloß Schmecken sein, das kann Trinken sein, oder Drugs, oder was immer, Pornografie. Alle haben bei so los, was Gott im Stich sind, wo wir beim Leben tun. So was immer das ist, wir brauchen an seine Hilfe, wir brauchen seine Kraft, und er ist will uns zu helfen damit, wenn wir utroepen doen in vrouwen. En we worden het van jou
Samaria sein, wo nötig das ist. In der Schrift haben wir verschiedene Städte sein, wo wir wiederholen können sein, wo nötig das ist, dass wir Gott anrufen und Frauen nur den Plan, was wir sagen tun. In Sprüche 3, Vers 5, wenn ihr in der Bibel mithaben und die mir nur kommen, abzuschlagen, die Schriftstellen, wo ich will von reden, wo ich in Tau um das Tau, wenn ihr Notes nehmen, dann vielleicht müsst ihr das durchschreiben und das Lothar nur lesen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir können sein, was die Schrift sein, das von den Dingen, was wir uns vernehmen tun. In Sprüche 3, Vers 5 sagt dort, verlot ihr ab den Herrn mit den ganzen Hort und verlot ihr nicht ab den einen Verstand. Weil wir weiten uns einen Verstand, dort haben einmal andere Pläne, als was Gott seine Pläne sind. So wir müssen uns ab Arm verloten. Ganz ab Arm verloten. Und dann sagt er, denk an Arm und alles, was du tust. Und er wird dir den rechten Weg wiesen. Er ist Willens, er will uns den rechten Weg wiesen. Und der Weg ist, was wir gehen sollen. Und so ist es mit alles. Mit was immer wir planen, und wenn wir Gott anladen und einen Arm erlauben, in uns Leben Part zu nehmen, und in uns zu leiden, in der wir er wird tun. Und wir können das vielleicht alle tauschen, wir können sein, und wir können in der Vergangenheit über Erfahrenheiten reden und vertellen von, wo wir geprüft haben und wir haben das nicht vollbracht. Und wir weiten auch gleich einmal dann planen wir verschiedene Dinge und wir weiten auch gleich in der Wirklichkeit, was morgen was sein oder was in der Zukunft was sein. Vielleicht planen wir vielleicht für uns Geschäft, uns Business oder was immer, wo wir das Jahr wollen Geschäft handeln, wo wir wollen handeln in der Zukunft. Aber wir weiten nicht mal so reich, was Gott im Plan hat, was Gott sein Sinn ist für unsere Zukunft, für morgen oder für wieder, für das ganze Jahr. Wir weiten gleich in der Wirklichkeit. Deswegen ist es so nötig, dass wir arm anladen und sein, Gott, sieh was von dem Plan, was ich habe für das Jahr. Ich will mit die Haupt sein und die Haupt wandeln durch das Jahr und wies mir den Plan. In Jakobus, da ist ganz klar, in Jakobus 4 vertelt er auch von dass wir gleich in der Wirklichkeit können weiten, was der nächste Tag bringt, wenn wir auch Plan tun. Wir können gleich Plan sein, ich will das oder ich will dort tun. Das ist vielleicht nicht, was Gott in seinem Plan hat für uns. In Jakobus, das 4. Kapitel, Vers 13, sagt er, horch mal her. Das erste fängt der Vater, sagt er, horch mal, sieh aufmerksam. Horch mal her, sagt er. Je, der du sagen, von der oder morgen, weil wir in der oder in der Stadt gehen, in ein Jahr, durchbleiben, Handel driven und gewinnen. So hier hat er von vielleicht ein Geschäftsmann. Er hat vom Sinn, da oder da Hand zu fahren und für ein Jahr Business driven. Und dann der Gewinnshan, der Annehmer, Teilnehmen. Aber dann sagt er, je weiten überhaupt nicht, was morgen sein wird. So er sagt nicht mal morgen, weiß ich. Je reden all von ein Jahr, was ihr ein Jahr wieder wollen, aber er sagt, je weiten nicht mal, was morgen bringen wird. Was ist ein Leben? Das ist so, als wenn ein Nebel abkommt und bald wieder verschwingt. So ans Leben, das ist nur Gott sein, nur das ist sehr kalt, das sind kleine Stauzchen, kleine Ängstchen. Und wir können das immer wieder erfahren, Menschen, die sterben hier weg. Einige sind jung, die noch ganz jung sind, die nächsten waren alle, aber doch eine kalte Zeit noch. Und wir wissen gleich, wann das was sein, was der Tag ist. Also hier wissen wir überhaupt nicht, was morgen wird sein. Und dann Vers 15 sagt er, deswegen soll ihr sagen, wann Gott dort will. Weißt du, wann Gott dort will, Frauen, ist das den Willen, für das, was ich plane, für morgen, für wieder, oder für das kommende Jahr. Wir sollen uns dort anwenden, immer sagen, wann Gott dort will. Gott anladen in unseren Willen. Dann, wo wir leben, wenn Gott dort will, dann, wo wir leben, in das und dort tun. So ich will sagen, vielleicht kicken wir auch drei, nur das vergangene Jahr, und kicken, was wir uns geplant haben, was wir uns vorgenommen haben. Und das fällt nicht so aus, weil Dinge passieren in das Leben, und das fällt unterschiedlich, als wir uns vorgenommen haben. Dann sagen wir vielleicht, wenn ich das gewusst habe, dass das wird ausfallen, dann würde ich meinen Plan anders gesagt haben, dann würde ich ein anderes Ziel gesagt haben. Und das ist klar, wenn ich das gewusst habe. Wir wissen nicht, was morgen wird sein. Wir wissen, wo wir von der sind. Wir wissen, wo wir sind von der. So von der Entscheidung merken, Gott seinen Plan zu vollfüllen. Am Anladen in uns Plan und am Hauptplan. Bis wir allein, wir wissen gleich, was Gott sein Sinn ist, was er im Sinn hat für uns. Und Gott hat eine bestimmte Zeit für alles in uns Leben. Er hat die Zeit
gesagt, was er für uns will und wanneer er für uns Wort hat. Auch sogar uns Leben. Da waren so Menschen, die hatten vielleicht auch einen Plan gesagt, das Jahr durch zu leben und das und dort zu tun. Und sie kamen gleich bitte mit in das Jahr, dann starben sie. Gott, no, hier war ich. Weil sie wussten nicht, dass das wohl das letzte Jahr sein, oder sie würden vielleicht nicht mal das ganze Jahr leben. Vielleicht habe ich einen Ehepartner verloren. Vielleicht hast du in einer Familie gestorben und dort hast du einen Plan geändert. Irgendwas kann passieren, kann man kommen ans Leben, wo uns Plan dann ändern kann. Dann haben wir nicht dort, was wir uns vorgenommen haben. Deswegen, warum sage ich, dass es nicht, dass wir Gott anladen und anfangen, was ist dein Plan für mich? Und sterben mit wir alle. Gott hat dort bestimmt, wann der Zeit ist, für jeden Menschen zu sterben. Nur Hebräer 9, Vers 27 nur sagt, dass der Mensch ist dort so bestimmt. So, das ist eine bestimmte Zeit. Der Mensch ist dort so bestimmt, einmal zu sterben. Dann kommt das gerecht. So sterben mit wir alle. Wann das ist, wir wissen gleich. Aber das meint dann auch nicht, wenn wir leben, dann vielleicht, wo wir das nächste Jahr sterben, dass wir dann abhören sollen mit Plan. Ich glaube, das ist gut, dass wir doch ein Ziel setzen und wir für uns leben, dass wir jeden Tag können abstehen und dann proben, dort zu erreichen, was wir geplant haben. Wenn es nur Gott sein gefallen ist. Gott fragen, was ist das? Was ist der Plan, was du willst haben, was wir setzen sollen für das kommende Jahr, vielleicht das Jahr 2019. Sprecher 16, Vers 3. Sag, übergib dort den Herrn, was du an Hand hast, und die Wort dort mit den Plan gleichen. Das ist der Vers, was ich mir gewählt habe, was die in der Bulletin da haben. So, übergib dort den Herrn. Übergib dort dem Herrn, was du an Hand hast. So, was immer das ist, was wir vielleicht holen, sogar, dort auch den Herrn übergeben. Und der Wort die mit den Plan, das wird die mit dem Plan gleichen. Er wird uns vielleicht sozusagen segnen mit dort, was wir an Hand haben. Gott seine Gedanken sind anders als unsere Gedanken. Wie mit unseren Gedanken, wir planen einweich und Gott hat ganz einen anderen Weg im Sinn für uns vielleicht. Nur Jesaja 54, Vers 8, nur durch habe lesen von wo verschieden wie sind aus Gott seine Wege. Jesaja 54, Vers 8 sagt, je denken nicht so, als ich denke. Und jene Wege sind nicht so, als meine Wege, sagt der Herr. Das sagt der Herr. So ich habe hier gesagt, je denken anders. Nur Menschen nur denken nur, als ganz anders nur, als nur Gott sehen denken nur. Und er sagt, so viel höher aus dem Himmel über die Erde ist, so viel höher sind meine Wege als deine Wege. Und als mein Denken als dein Denken. Du ein Rotz, wenn wir unsere einen Gedanken brücken tun, unsere einen Wege wählen zu tun, das sind nicht Gott seine Wege. Weil es uns als den freien Willen gegeben zu wählen, zu tun, was wir tun wollen, und wir wissen dort, Menschen haben das verdorben. Mit ihre eine Weg nur gehen. Und sie wählen ihre eine Weg zu tun. Das wir nicht Gott seine Weg. Menschen haben sich dort verdorben mit einem rechten Weg wählen zu tun. Adam und Eva, die werden freien Willen gegeben im Garten da. Entweder gesagt, was erreicht, was erreicht wir, oder entweder den freien Willen gegeben zu wählen, was sie sollen tun. Und sie wählen sich ehrweich und dort lehrt zu der Verdammnis. Das führt zum Tod. In Sprecher 16, Vers 9 sagt er, ein Mensch plant sein Weg, über der Herr bestimmt, wo er geht. So, Gott bestimmt den Weg. In Sprecher wie, ich weiß nicht, ihr habt vielleicht alle Ferien, das Sprecher wie ich gleich gelesen, aber es sei ja viel Wesen rot, wo wir kann rot von Fängen tun und das annehmen und weise worden dadurch. In der Sprecher 20, Vers 25 sagt, der Herr hat einen seinen Weg bestimmt. So, ich habe hier, der hat seinen Weg bestimmt. Wo kann ein Mensch dann seinen einen Weg verstehen? So, wenn Gott dort all bestimmt hat und wieder nicht bekannt mit sein, wo kann wir dann? Wo kann ein Mensch dann seinen einen Weg verstehen? Nur an seinen Verstehen, nur erst das erreicht, was Gott gesagt hat. Du weißt, es so neidig. Gott nur rot Frauen. Gott anrufen, am Ankreuen, nur rot. Das wird der König David tut, wenn wir in der Psalm lesen, dann wo Gott einmal Frauen nur rot für sein Leben.
Dat is ook een grote troost te horen, maar wo hij God aanroepen deed in zijn tijd, wo hij dat ook veel deed en rood. Zo hij kwam naar God. Psalm 25, vers 4 en vers 5, da zegt hij, Herr, wijs mij deine weg en woont deine stegen zijn. Leid mij in deine waarheid en beleer mij. Ze houden verlangen dat God zal aan beleeren. Hij wil van aan beleerd zijn. Hij zegt, leid mij in deine waarheid en beleer mij. Willst du beste God, der mij helpt? Ik reken alle dag met die. Hij zegt, jede dag reken ik met die op te wandelen. Die kan te leren, die weg kan te leren. So dat is wat David zijn gebed weer. Jede dag wil hij in zijn willen zijn. So hij wist ook wel, wat reich wir. Hij had ervarenheid in gemerkt, hij wist wat reich wir. So hij broek God, hij vroeg God. Weil wir weten nicht, wat reich ist. Wat is für Gott te zijn reicht. Nu zien wel nu. En ik dankbaar dat we de schrift hebben, dat we kunnen de schrift lezen. Wat is God zijn wel? Wat is reich en wat is arg? En wanneer we bekend worden met de heilige schrift, dan worden we ook bekend worden met God zijn wel. Dan gaan we aan aanroepen. Nu zien je vol nu. En we kunnen vielleicht alle van ervarenheden vertellen. We dachten dat we reich, dat we dat met veel genoemd hadden, dat we ganz reich, dat we goud, maar dan moesten we ervaren dat we hadden als een rechten Weg gewählt. Willst wir gingen onze ene Weg. Nur ans Verstehen, nur ans Verständnis nur. Nun Sprüche 14, Vers 12, der King James in der Übersetzung sagt, du hast ein Weg, was sich ziemt reich zu sein für einen Mensch. Das ziemt sich reich. Das spielt sich so nicht wieder reich. Nur mein Sinn nur ein Mensch sein Sinn nur, aber das Ende von das lädt ihm dood. So wir glauben einmal, das ist ganz reich. Nur ans Verstehen nur, glaube ich, ja, das ist reich, das kann Geld sein. Aber das Ende von das lädt ihm dood. So, das wäre groß. Wenn wir Gott nicht angeladen haben in diesem Plan, dann müssen wir vielleicht auch trägig sein. Ich habe nicht Gott angeladen in seinen Plan. Das wird nicht Gott sein Weg, das wird mein Weg. Aber weißt du was, wenn wir auch haben Fehler gemerkt, wenn wir in der Vergangenheit haben Fehler gemerkt, wir haben in Trüher Gott, ein barmherziger Gott, er ist wel uns war der verloten im frischen Weg anfangen. Wir brauchen gleich dat beschoden wat we in de Vergangenheit gedaan haben en immer door ons energy door en wasting. Ze denken, we maar terugkijken, ik had het aardig gemerkt en ik heb dat aardig gemerkt in alle wegen. God is wel ons waar loten, frischen Weg aanvangen, ganz van aanvang. Hij is een gnädiger Gott. So, sogar even dit jaar, wanneer we in dit jaar wat willen aanvangen, we willen ondersteunen en we beschoden dat de entscheiding wat we in der Vergangenheit gemerkt haben, und wir sehen, dass das ein rechter Weg war. Gott ist bei uns dort uitlassen und uns weiterlassen vom frischen Anfang. Dass wir nicht bloß denken und das beschoden, was wir in der Vergangenheit getan haben. Und wenn wir dabei sind, dann bleiben wir einmal sogar mit dem Stall stehen. Dann stehen wir und beschoden dort, was wir getan haben, und dann müssen wir gleich vorwärts. Dann bleiben wir da stehen vielleicht, können wir gleich vorwärts gehen. Und Gott will haben, dass wir sollen vorwärts gehen in uns Leben. Nicht bloß stehen bleiben und trägkicken und das beschoden, was wir getan haben. Sehen wollen erst, dass wir vorwärts gehen dürfen. Wenn wir eins, wo Fehler gemerkt haben oder Trag merken, dann sei wir uns das zu vergeben und dann verfrischen anfangen. Und das ist, was Paulus auch tut. Wir sind ganz bekannt mit Paulus seine Geschichte. Und er hat auch nicht Ursache, trägkicken und das zu beschoden, was er getan hat. Er wusste, dass er viel Schulden getan mit den Christen verfallen. Die waren viele Christen, die hatten Plan, wie sehen wird, Gott sein Namen bekannt zu merken, manche Menschen, und er stand im Stich. Er hat die verfallen. Er hat, wo immer er gelernt hat, er die festmerken, und dann hat er im Gefängnis stoppen und sogar dort merken und so weiter. Aber als er erst der Ansicht kam, als Jesus Christus Arm abholen hat und sieht, dass du schaffst gegen mich, als er der Ansicht, ich habe reich. Er wird ganz hart zu holen, er wird im Reichen. Aber als er dich ansagt, wie viele Fehler er gemerkt hat, dann kam er zu der Ansicht und da kriegt er einen ganz anderen Sinn.
En Luther, hij beschuldigt ook, ik zie me zeggen, hij beschuldigt zij wat hij gedaan had. Nu zegt hij dat boos hij had de Christen vervolgd en hoeveel schulden hij gedaan had. En zo hij beschuldigt, aber als hij eerst de aanzicht kwam en wist dat wat zijn plan voor hem was, wir zijn verlangen voorop te moven en dat doen wat God hem had gegeven te doen. En hij zegt, hij wil vergeten wat hij gedaan had. In Philippa 3, vers 13, daar zegt hij zegt niet dat ik dat nu al te houden heb, ik ben nu al perfect, nu weet ik dat, so nu ben ik perfect, nu ben ik op weg, nu is dat alles goed. No, hij zegt, broeder, ik zie me niet dafür aan dat ik dat al te houden heb. So hij zegt, ik zie me niet dafür aan dat ik al te houden heb, dat hij dat nu al uitgefigurd had. Aber einer leert doe ik. So dat einer slecht wil, hij zegt, ik vergeet wat hinter mij ligt. Dat wil hij zeggen, ik vergeet wat er hinter mij ligt. Dan zegt hij, ik raak me uit naar dat wat voor mij is. So hij blijft er niet bij stilstaan, hij raakt zich sogar uit voorwaarts. Naar voorwaarts gaan. Hij deed niet bis een klein schritt. Hij raakt zich uit daarna en dan voorwaarts te gaan. Dit wil een slecht wat Paulus zich moest willen te doen. En dat is wat we ook moeten doen. We moeten ons dat willen te doen. Dat is een entscheidung wat we ons merken doen. Dat is wat hij deed. Hij had zich de entscheidung gemerkt, hij wil vergeten. Ik geloof niet dat hij dat werkelijk, dat hij dat nu van vergeten had, maar hij wil niet zijn tijd door aan wasting, bloß aan terugkijken de Fehler wat hij gemerkt had. Hij wil zich daarvan te vergeten. En dat is wat we ook moeten doen. We moeten ons willen vergeten de Fehler wat we gemerkt hebben en voorwaarts moven. Bis voorwaarts gaan. En dan op den Ziel losgaan. Nicht hingekijken, de Fehler wat we gemerkt hebben en dan bist du allemaal dabei blijven. Hij zei, ik ga op dat Ziel los, den prijs te krijgen, wat God mij vom Himmel in Christus Jezus beroepen heeft. Hij zei, ik ga los. Ik ga op den Berg. Dus ik zei, hij deed niet bis een kleinen Schritt voorop gaan en dan zei, nou, dat wordt nog een Himmel proeven. No, hij wird wel ons, nu wird hij losgegaan, hij jucht los op den Ziel, den prijs te krijgen, wat God aanberoepen had. Paulus wil zijn Gedanken nicht bei dort haben, was in der Vergangenheit wird, wo er so viele Fehler gemerkt hat. Wo er sagt, er hat Fehler gemerkt und er wird im Rechten gewesen. Und er sagt, er will das proben zu erreichen, was Gott anberufen hat. Und was wird Gott sein Raub verarmen? Wir lesen in 2. Timotheus 1, Vers 10, das ist nur dadurch vandaag gekommen, dass ans Heiland Christus Jesus in der Welt gekommen ist. Der hat den Tod der Macht genommen, in Leben, in Anstofflichkeit in das Licht gebracht. Durch das Evangelium. So das, was Jesus Christus getan hat. Er sagt, und für das ich als Prediger, Lehrer, Apostel angestellt sein. So er wird angestellt als ein Lehrer und als ein Apostel und als ein Prediger. Jesus Christus sein Wort bekannt zu merken. Was er getan hat. Und das ist, wo er noch streben wird. Verabkicken und vorsichtig kicken, nicht hingerseitig. Epheser 4, Vers 15 sagt, dass es sieht vorsichtig, dass die durch das Leben so gehen als kluge Menschen. Und nicht als solche, die nicht weiten, was der Sache hier hat. Wir sollen als kluge Menschen, wir sollen nicht klug werden von was der Welt unterbeiden hat, was der uns zu belehren hat und so wieder, aber klug werden mit was Gott uns lehren will, was heute zu sein hat in sein Wort. Mit der Klarheit soll wir klug werden, soll wir kluge Menschen werden und vorsichtig sein. Und dann mit der Zeit, was er uns geben, der sagt, hey, nutzt die Zeit aus. Wir haben uns als eine Zeit gegeben, von der. Sagt er, nutzt die aus. Nutzt die Zeit aus, weil das ist eine schlechte Zeit. Das ist die Zeit, was wir sollen wahrnehmen und dann vorabgehen. Dann sagt er in Epheser 4, Vers 17, seid vernünftig und fängt aus, was der Herr von euch verlangt. Was ist das, was der Herr von uns verlangt hat? Und wir weten das, als ich sehe, wenn wir uns bekannt werden mit Gott, sein Wort, mit der Schrift, dann können wir alle sein, was Gott sein Plan, sein Willen ist für uns. Und eines wollen wir versichern. Nur 1. Petrus 2, ich habe lesen von was Gott sein Plan für seine Kinder ist für uns. Und das ist wichtig, dass wir das weiten, dass wir das nachfolgen tun. Er sagt,
was wir aufleihen sollen, die Dinge, wo wir ungebunden sind, die schlechten Dinge, wo wir teilgenommen haben, an, dort zu sie leihen. Er sagt, es ist dann leichen wir alles Schlechte auf. Wenn wir Gott sein Wort lesen, dann wollen wir antworten, was das Schlechte ist und was gut ist. Und er sagt, das Schlechte leicht alle auf. Sieht nicht hingerlastig, nicht hecheln, nicht Hypokrit sein, und nicht aufjanstig sein, und habt kein Geplüder. Hier mit diesen Dingen haben wir für oftmals Trouble mit. Wir sind hingerlastig und wir hecheln vielleicht, wir sagen vielleicht nicht, was wir sind, wenn wir wirklich nicht dort sind. Oder wir legen die Plüdern, einmal vertellen verschiedene Dinge von Menschen und sagen, wir dessen viel Gebet. Habe ich mal gehört von dessen und dessen, das was da angegangen wird, dann wollen wir hier das bekannt machen von dieser Person, wo der weiß, das bloß am zu plüdern. In der Wirklichkeit sind wir gleich berührt, aber wir sagen dann vielleicht sogar, dessen viel Gebet, weil wir beten für diese Person und dann vertellen wir, was wir gehört haben und was wir denken von dieser Person. Und wir müssen vorsichtig sein, dass dort nicht in die Plüder jaft. Und dann sagt es dort in Vers 2, 1. Petrus 2, Vers 2, so als niegeborene Kinder, hier hat er uns verglichen mit niegeborene Kinder, viele von uns, wir sind bekannt mit niegeborene Kinder, nicht? Und er sagt, so als niegeborene Kinder nur reine Mahl schreien. Wir wissen dort, wenn kleine Kinder, wenn die erst geboren sind, wenn die gesund sind, dann fangen die an zu hungern, dann fangen die an zu rohren, und sogar kommt es da, wo die schreien, dann normal. Und die geben nicht ab, dass sie dort schreien. Sagt er, dass niegeborene Kinder nur reine Mahl schreien, soll die ein Verlangen haben nach jährlicher Nahrung. Gleich so ein Verlangen, als kleine Kinder schreien normal, so ein Verlangen soll wir haben nach jährlicher Nahrung. Voor hier wel wie jährliche Nahrung haben. Das, was Gott sein Willen ist, das, was sein Plan ist für uns, bekannt zu werden mit ihm, in Segen nur sein Willen und dann ein Verlangen haben, genug zu sein von den Jährlichen. Dass die dadurch Wurzeln in Tau nehmen. So sein Verlangen ist, dass wir nicht mit einem Stillstand kommen, aber dass wir Wurzeln tun und dann Tau nehmen. Wurzeln in Tau nehmen. Das ist, was sein Willen ist. Das ist, was sein Plan, ein von seinen Plänen ist für uns. Und dann, wenn wir Wurzeln wollen und Tau nehmen, dann wollen wir Tau nehmen in alle Dinge im Jährlichen. Weil Gott hat einen guten Plan für seine Kinder. Er will haben, wir sollen bekannt werden mit ihm und dann weiten, wie viel Geld er im Sinn hat für uns, was sein Plan ist für uns. Und Jeremia 9, finde ich, da haben wir eine sehr schöne, tröstliche Vers, was wir hören, was gebraucht wird, wo Gott sagt, dass in Jeremia 9, finde ich alles, sagt es ist das. Ich habe das Gott immer gedacht, sagt der Herr, und was ich für ihn geplant habe. In Frieden, in Erfolg, in nicht Schaden. Ich will ihn in der Zukunft eine Hoffnung geben. So ich glaube mir ganz sicher, das haben wir denselben Plan für Gott, was Gott für uns hat. Er will was Gutes für uns. Er will unsere Zukunft haben, das soll gesehen sein. Und nicht bloß für uns persönlich, aber für uns als Kirche, für uns als Familie, für unsere Nachkommenschaft, für unsere Kinder, unsere Großkinder. Wenn es das sollen wir auch. So er will haben, wir sollen bekannt werden mit seinen Wegen und dann weiten, dass er hat gute Dinge im Sinn für uns. Seine Pläne ist nicht schlecht für uns, das ist gut. So wenn wir Fehler gemerkt haben in der Vergangenheit und wir wollen das an, wir stehen das nicht taub. Wenn wir nicht zurückkicken, wie kann es sein, ich habe das oder das auch getan, weil das haben wir gleich ändern. Wir können nicht zurückgehen und das ändern. Das ist passiert, das ist vorbei, das haben wir nicht ändern. Wir können unsere Titel versiemen, bloß die überdenken und das beschoden. Aber verändern haben wir das gleich. Aber vielleicht haben wir auch viel Gutes getan. Ich weiß, wenn er rankommt an unsere Gemeinde hier, wie kann sein, dass es viel sind, da haben viel Geld, da haben sehr viel Geld. Da sind ein Segen für viele Menschen. Und das ist sehr gut. Und so eine Dinge will einer liebste nicht von vergeten. Dann lehrt einer nur eine gute Harvest für dort. Da wird ein Segen durchkommen. So die Dinge, die wollen wir nicht vergeten, aber die schlechten Dinge, die würden wir gerne wollen vergeten. Die Schrift redet von das Sod, was wir sehen tun. Wo wichtig das ist und was das ist. Jesus vertelt
in Gelijkenis in Matthäus 13 van dat zout streng, wat dat zout is en wat met dat passieren dat. Hij redt van dat eentje van dat zout wat gestreit wird, dat vallen op een waag, dat kan ik werkelijk waarden kriegen. De vijand hebben freiten dat op, de zon verbrandt dat, en wat onder zout dat valt op manche spekkers, en dat wordt door of gewaardig, dat kunnen wij niet wissen, maar dan zegt hij dat er weer nog wat zout wordt op een vruchtbare bodem uitvallen deed. Matthäus 13 vers 8 zegt, dan valt door ook zout op gouden land en bracht vrucht. En je bracht 100 maal, en je 60 maal, en je 30 maal, zoveel als gezet werd. Zo dit nog hebben we dat ook hier, en dat wat we doen aan ze werken en alles, dat is, er wordt een valling van komen. Entweder gouden zegeningen, oder schlechte vallen worden davon komen. Doen wat we gezegd hebben. En hier is het zo dat als vergelijk met God zijn woord, vielleicht hebben we op verschillende steden God zijn woord metgedeeld met mensen. En dat wordt wassen. Dat wordt toenemen, vielleicht 100 Mal, vielleicht 60 Mal, oder vielleicht 30 Mal. Dat wordt wassen, daar worden we een arend van kriegen. En dat wat we zijn doen, daar worden we van arden. Galater 6, vers 7 sagt er dient nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Vielleicht lieber einmal, wir haben eins was getan, wir sind damit weggekommen, Gott wird das nicht antworten, das haben Bleach können tun oder was immer. Aber don't be fool, sagt er. Gott lässt sich nicht spotten. Was ein Mensch sagt, wird er auch ernten. Das sind die Folgen davon. Das ist, was er ist. Er ist willens, uns zu vergeben, wo wir auch gegangen sind, aber wie kann der Ernte nicht ändern? Da wird eine Ernte von kommen. So, deswegen ist es so wichtig, dass wir sehen, was der Gott ist, dass wir wollen Segen ernten. So, nicht bloß dort, was das Schlechte, was wir sehen, wo wir ernten, aber gleich Gott das Gute. All das Gute, was wir in der Vergangenheit getan haben, da wollen wir auch eine Ernte von kriegen. So, da können wir uns zufrieden. Deswegen ist es nötig, weil wir Gott so sehen. Gott so sein, dass wir eine gute Ernte kriegen, dass wir gesegnet werden. Und wir können vorwärts gehen nur in Frieden und so tun. So, der Schrift sagt uns verschiedene Dinge, was Gott sein Willen ist für uns zu tun. Und er sagt sogar in Jakobus 4, Vers 17, wenn wir wissen, was Gott zu tun, wenn wir in Gott sein Wort lesen und sagen, was wir zu tun haben, und sagt er, wenn wir das nicht tun, dann dürfen wir sündigen. So, das ist sogar ein Sinn für uns, das nicht zu tun. Wir wissen dort und wir tun das aber nicht. Sagt er in Jakobus 4, Vers 17, wer da weit Gott zu tun und der das nicht, für den ist das eine Sinn. So, das ist sogar eine Sinn. So, jeden Tag gibt Gott uns die Gelegenheit, eine neue Gelegenheit, ein frischer Tag, frischer Morgen, Gott so zu sehen, dass wir eine gute Ernte kriegen für unsere Zukunft. Wir können uns wählen. Jeden Tag können wir uns wählen, was wir wollen tun. Wir wissen, was die Folgen wollen davon sein. Nur Gott sein Wort noch. So, da haben wir die Freiheit zu wählen. Wer wir die Dinge an den Weg kommen, oder wer wir Gott sein Weg kommen, dass wir wollen eine gute Ernte kriegen. Gleich so als Gott Moses veel jaren dreimal ook een vriend bellen heeft te wählen. In 5. Mose vers 30 en ook wat kapitelen verder ik heb gelezen van wat de volgen werden van wat zij niet nur Gott zijn Willen leven leiden, dat wat God en gezegd had wat ze zullen doen, wanneer ze dat niet willen doen, wat er wordt van een volgen komen, dat zij worden in je vlucht zijn. En wanneer ze dat willen doen, en wat veel zegeningen dat worden zijn, wat dat wordt verzegeningen geven. En dan zegt God Moses in 5. Mose 30, vers 19, zegt hij, ik geef jullie van jou de wohl, of je leven oder dood hebben wil, of je zegen oder den vlucht hebben wil. En dan zegt hij ook, ik krijg den Himmel en de Ehe, dat zij zullen zeugen zijn. Met dat wat hij zich willen deed. En hij zegt hier, dit wordt niet bloos voor arm Gott zijn, maar ook voor de nu komen. Voor de kinderen, voor de grootkinderen. Dat wat hij zich wordt willen, dat wordt vallen. En dan worden de grootkinderen dan ook krijgen, of de kinderen. Zodat het wichtig dat hij zich wil, dat hij zich doorwegen wil leven. Wat jullie nu komen, wat goed gaan. So Gott sein Verlangen ist auch für uns, dass wir uns das Gute willen tun. Er sagt auch uns, das wird ein Fluch geben. Wenn ihr das wollen tun, das wird nur gehen, das wird ein Fluch geben. Aber wenn ihr das tun, was ich will sein, was ich sein, was ihr sollen tun, das wird ein Segen geben. So wählt ihr, was ihr wollt, ein Fluch oder ein Segen. Wir können uns auch wählen.
So mein Wunsch und Gebet ist, dass wir uns wirklich bekannt worden mit Gott sein Willen, mit Gott sein Wort und dann Arm uitroepen. Vielleicht haben wir in der Vergangenheit, haben wir vielleicht mal die Erfahrung gemerkt, dass ich wieder in eine große Not war und ich roep uit naar Gott und er helpt mich. Wir können uns sicher sein, Gott ist willens uns zu helfen. Im Psalm 34, Vers 7, da wird geschriftet von einem Mann. Ich probiere mir das nur zu studieren, von was für ein Mann, von wem der reden das hier, aber da wird ein gewisser Mann, er wird in eine große Not und er schrie uit naar Gott und Gott helpt ihm. Er sagt, als das Mann in seinem Elend schrie, hier der Herr arm und helpt ihm mit all seine Not. Psalm 34 besonders, das ist ein sehr schöner Psalm, ich like den sehr. Das ist ein großer Trostband für uns. Dass wir weiten, dass wir hier, wo Gott bedeutet uns am Sinne. Er sagt, den Herrn, sein Engel, lehrt sich am Dei, der am Färchten und halbt am Üd. So, Gott hat sogar seine Engel, ram seine Kinder. Auf Englisch sagt er, he camps about them, around about them. Der sagt, ein Camp ram Dei, der lehren sich ram Dei, der am Färchten down. Und dann sagt er, fängt ihr mal selbst uit, wo geht der Herr aus? Fängt ihr mal selbst uit, wenn ihr die Erfahrung noch nicht gemerkt habt, wo geht Gott wirklich aus? Wir weten nicht ganz nah. Aber sagt er, fängt ihr mal selbst uit, wo geht der Herr aus? Wo geht es dort für den, der sich ab am verlässt, ab den Mensch? 34 Vers 9, so das sagt, das ist gut, fängt ihr mal uit, wo geht das aus? Für den, der sich ab am verlässt. So in de psalm, dat hebben we alle wegen, eine Vers naar de andere Vers hebben nu lezen en troost ving. En zijn wo David afmals had erfahren hat gemerkt mit Gott en wo Gott am geholpen hat, op eine steht en op de andere steht. Alle wegen is Gott balans als Gott balans met ons te zijn en met ons taub te gaan en zijn plan willen is dat we met am taub doen. So mijn gebet wordt zijn voor ons alle dat we worden wenn wir nicht ja Plans merken, wo wir wollen, was wir wollen, dass wir Gott anladen, Gott fragen, was du Platz sein an dem Plan, den ich sagen da, und dann ein Ziel haben, für was wir vorwärts nur kicken da. Mit seinen Willen taub, am Hand in Hand gehen, seine Hand nehmen und sagen, ich will mit dir gehen, ich will mich nicht loslassen von dir, weil ich weiß, dass wenn ich in meinen Weg gehen da, dann will ich in den rechten Weg gehen. So, wenn wir das alles mal uitvingen, wo geht Gott aus? Was sind Willen für uns aus? Und wie viel Gott hat er geplant für uns? Wo nötig das ist, dass wir in seinen Willen gehen tun. So, wenn wir auch das Gebet, ans Gebet merken, was David tut. Er sagt, schaff in mir in Reinheit hört. Er hat gesinnig gegen Gott und er wusste, dass er stund der Tau. Und er sagt in Psalm 51, wenn wir den ganzen Psalm lesen, dann können wir dort hören, was sein Gebet für Gott wäre. Er sagt, schaff in mir in Reinheit hört, oh Gott, und gib mir einen neuen, festen und festhaltenden Geist. Und dann sagt er, steigt mir nicht uit in den Jähen wird. Hier hört sich mir ein bisschen von Heisig feilen, dass er in den Amstand wird, wo er gesindig hat gegen Gott. Er fällt sich sogar so, Gott hat ihn verloren, sein Jähen wird wenig mehr mit ihm. So er sagt, steigt mir nicht uit in den Jähen wird. Dann sagt er, nimm mir in den heiligen Geist nicht weich. Er will den Geist mit ihm holen, nicht den Weich nehmen von mir. Dann sagt er, du mir den Frieden, der deine Radung war herstellen. Er hat den Frieden verloren. Er sagt, du war herstellen, der Frieden, was ich vorher gehabt habe. Du war herstellen und gib mir einen Geist, der dir gehorchen will. So, ich glaube, das hat wir sollen auch verbeten, dass seine Jähen wird bei uns bleiben, dass er keinmal wird, wieder feilen und keinmal werden feilen, dass er hat mich verloren. Und dann ein Yes geben, dass wir wollen am horchen. Der am gehorchen will, zu alle Tiden. Ich glaube, das ist für uns Plan soll sein, für das kommende Jahr, und dann für immer. In Gott sein Jähen wird zu leben, mit am Taub. In den Plan, was er will haben für uns. Dann wollen wir Segnungen schreien uit. Da wird beten. Guter Gott, himmlischer Vater, wir danken dir. Wir danken, dass du uns himmlischer Vater bist, dass du uns Gott bist. Du bist ein allmächtiger Gott, ein allweitender Gott. Und wir stehen da, wir weiten oftmals nicht, was dein Plan für uns ist.
Wenn wir unsere eine Weg gehen, und wir können zurückkicken und dort erfahren, dass immer wieder habe ich den rechten Weg gewählt. Wir sind von den rechten Weg raufgegangen. Gott, help uns, wenn wir die Gedanken sogar haben. Du kannst unsere Gedanken all wieder tun, die Dinge, die wir planen. Ich bitte, dass du wirst mit den Heiligen Geist unsere Gedanken sogar regieren, dass wir uns wählen, den rechten Weg zu nehmen. Und auch wenn wir uns ein Ziel setzen für unsere Zukunft, dass wir den rechten Ziel wollen haben. Nicht bloß für uns selber, aber auch für unsere Nachkommenschaft, für unsere Kinder und für unsere Großkinder und für die Kirche. Dass wir taub als Gemeinde kann wachsen und teilnehmen, dass wir nicht mit dem Stillstand kommen und immer weiter zurückkicken nur die Fehler, was wir gemerkt haben, in der Beschulden. Gott, bewahre uns von so einer Tiden als dort. Help uns, Gott, help uns in unserer Zukunft, dass wir wollen nur dienen wollen, nur leben. Beschütze uns von der rechten Weg. Wir wollten auch die Feinde haben, einen rechten Plan für uns, und der kommt jeden Tag immer weiter mit verschiedenen Dingen, die uns anbieten, die ganz gegen die sind. Ich bitte, Herr, dass du uns bewahren von den Feinden, von den bösen Gedanken, die uns geben, die uns geben, der alle Zeit. Bewahr uns und beschütze uns, Herr. Ich danke dir, Gott, dass wir können in den Wellen leben und den Verlangen erst, dass wir mit dir Hauptsache Gemeinschaft haben und leben in alle Dinge, die wir beim Leben tun. Dankeschön, Gott, für die Besten, dass wir können, die uns Gott anrufen zu alle Zeit. Und auch wenn wir Fehler gemerkt haben, dass du gnädig bist und willens bist, uns zu vergeben, nur 1. Johannes ein Vers 9, nur wenn wir unsere Sünden bekennen, bist du treu und gerecht und vergift uns all unsere Sünden und merkst uns rein von aller Antugend. Dankeschön dafür, und ich danke dir für die vielen verschiedenen Städten, wo wir in der Schrift so einen großen Trost finden. Dankeschön für den Wort, dass wir das haben und dass wir auch der Fähigkeit haben, dass die Namen bekannt merken, mag alle Völker, und das von uns wollen und verlangen ist. In die Namen beten wir mit Danksagung. Amen.